Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Bléck auf Europa. Das Woche von Straßburg, wo wir eine Plenärsession hatten für den Monat Dezember. Die Plenärsession die stung natürlich die ganze Zeit nur am Andruck von dem schrecklichen Attentat von der Schießerei, die hier am Zentrum von Straßburg war, die uns alle gut schockiert hat. Es sind ganz grob Ängsten und Sorgen ausgedrückt, die noch hier im Parlament auch eine Gedenkminute für dafür. Für die Betroffenen, für ihnen zu gedenken und noch für ihnen Hilfe zuzusprechen. Das ist, wie gesagt, das wird uns geprägt und dadurch sind andere Diskussionen ein bisschen an den Hintergrund gerickelt. Trotzdem, wie man immer so ein Leben muss weitergehen, das haben wir auch dezidiert, dass wir unseren Betrieb aufrechthalten und mit Dossiers weiterführen, mit Abstimmungen weiterführen. Natürlich nicht, wie wenn nichts geschieht wäre, aber trotzdem muss es weitergehen. Ich von den Sujets, die wir eigentlich diese Woche hätten ein bisschen mehr intensiv sollen diskutieren, das ist der Brexit. Ja, es geht mir so ein bisschen noch wie ich, es kann nicht geschwind vom Brexit das nicht mehr hören, aber das ist nun einmal ein Sujet, den uns aber extrem beschäftigt. Eine Krise am Anfang, die wir gar nicht gebraucht hätten, weil wir hatten der Krisen die letzten Jahre genug. Das hat ja Sachen, die wir eigentlich nicht gebraucht hätten, die aber immens viel Energie kosten, immens viel Diskussionen, Verhandlungen. Aber wir sind noch lange nicht dadurch, die neueste Entwicklung, die kennen wir durch die Medien, durch die Nachrichten, durch die Informationen. Das heißt, ein Misstrauensvotum, den Premierminister mehr überstanden hat, der löst natürlich nicht Probleme. Den gibt hier ein bisschen Atem, gibt hier ein bisschen Spielraum für die nächsten Wochen. Es bleiben aber noch eine ganze Gruppe frohen Abstehen, lehnt Parlament den Brexit auf. Könnte zu Neuwahlen, das wissen wir doch von, wie gesagt, dem Misstrauensvotum überstanden ist, da kann es aber zu Neuwahlen kommen. Die Regierung ist nicht stabil, könnte eventuell zu einem Rücktritt vom Brexit durch ein neues Referendum. Auch das wissen wir nicht. Also die nächsten Wochen am Ende werden uns da nach Atem halten und nach ganz vielen Diskussionen, auch nach ganz vielen Assumien an den einen oder anderen Verhandlungsweg, die uns nicht erspurt bleibt. Ein anderes ganz wichtiges Sujet, das die wisst, dass wir seit 1981 hier im Parlament den Sacharow-Preis verteilen, ausdelen für Menschenrechte zu gedenken, am Anfang der Tisch für darauf hinzuweisen. Europa setzt sich ja ganz stark an für Rechtsstaatlichkeit, für Werte, der Tisch für ein Zeichen zu setzen, dass die Stadt welche Gesichter ein Zeichen setzte seit 1981 und eine bekannte Persönlichkeit, die sich Verdienste erworben hat. Damit das Jahr ist der Preis und den ukrainischen Regisseur Oleg Sentsov gegangen. Hier ist seit einer Reihe Monate am Prison. Hier ist von der Ukraine, von der Krim. Hier hat vorgeworfen von den russischen Autoritäten, dass hier gegen sie geschafft hat, dass hier Sachen geplant hat, die ihnen verschulden den Autoritäten hier sitzt am Prison, wie gesagt, in Sibirien. Hier konnte der Preis auch nicht selber entgegentuellen. Sein Cousin an seiner Verkot waren hier, die haben einen ganz bewegenden Tritt gehalten, haben darauf hingewiesen, dass er seit 4 Monaten schon am Hungerstreik ist. Am Parlament hofft am Anfang durch den Gest hier, dass es ein bisschen just Moment, wo die Situation zwischen Russland und der Ukraine immer beneits ganz stark angespannt ist, für ein bisschen zu der Deseskalation beizutragen. Ein weiteres Sujet, wo ich auch persönlich darauf geschafft habe, ihr wisst, dass ich mich für die Gesundheit und Sicherheit auf der Arbeit seit einer Reihe Jahren einsetze. Das sind Karzinogenen, alles die krebserregenden Stoffe, die im Moment die sehr reglementiert, mit ihr wisst, dass die Arbeitswelt immer viel geht, immer neue Entwicklungen, immer neue Materialien. Und es gilt dann darum, für das zu reglementieren, für das mal dran zu holen, aufgrund von wissenschaftlichen Etüden. Das haben wir gemerkt, wir haben das Woche hier an eine Erstphase aufgeschlossen, ganz zufriedenstellend, mit ganz hoher Majorität, der Conseil auch, sodass in Zukunft mehr streng Grenzwerte werden existieren an den Produkten, die die Arbeitswelt betreffen. Und was da vielleicht auch ganz interessant ist, wir haben nicht fertig als Parlament auch die Aufgasen, die Werte von den Dieselaufgasen mit an den Katalog abzuholen. Das letzte Sujet, das ist das Budget. Das Budget für 2019 ist an einer Marathonsitzung bis an den daran endlich kloturiert. Das Budget ist für mich zufriedenstellend, weil die richtigen Akzente setzt, weil die richtigen Prioritäten setzt. Kein natürlich mehr sind, kein dem egal zur Verfügung haben, da können die eine bessere Politik machen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ganz viel darauf gesagt wird, als ob die Jugend Erasmus zum Beispiel auch Mesuren gegen die Jugendarbeitslosigkeit, das ist ein wichtiges Sujet. Dann natürlich Recherche und Innovation.
weil Dir wisst, dat ganz stark d'Entwicklung Viro geht, dat Europa insgesamt an der Welt muss eng weiter feierend Rolle spielen, wirtschaftlich an dodech brauche ganz stark Mittel fir an Recherche fir d'Innovationun. Derbesfeld natürlich auch Security, das wichtig an ganz stark Moyen humoriste Verfügung gestellt fir an Zukunft den Thema Migration, wat ja auch e Sujet ass an nachwert an den nächsten Mäen Joren bleiben. Dat sind so pur die Hauptprioritäten vom Budget. Bleif mir zum Schluss ich alle gute Merci zu soviel no gucken ha eng la Sendung. Dat se so, dat dech iwwer 200 Sendungen gemacht hun lo an dee 5 Joer bald 5 Joer an Schuden do mat probéiert immer ege bëssen so dat ze erklären, wat mir schaffen. Dat net alles gut, dat awer nach lang net alles schlecht, dat tege probéiert den erëmmer se wächt ze probéiert den immer die Welt hai, dat Europa die Europäesche Union e bësse besser ze kree, bisse Virun ze kreien. Das ist eine komplizierte Struktur, das wird dann oft müssen dazu feiern, dass es halt so ein bisschen mehr lang erklären oder mehr weit ausholen. Zum Schluss bleibt man nach, weil das hier die letzte Sendung, also auf Ihre Christtag, bleibt man nach hier weiter eine schöne Adventszeit zu wünschen, dann natürlich eine schöne Christzeit, eine genießte, eine grausame Zeit, eine gute Rutsch an das Jahr 2019, dass alle gute gesund am Mund bleibt und dass viel Glück in all dem neuen Jahr das Glück hat. Merci.